Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und für alle, die schon länger dabei sind, ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Hebeles Blasters. Also, es macht einfach Spaß. Und für alle, die neu dabei sind, herzlich willkommen. Lasst ein Abo da, drückt das Klingerle, dann kriegt ihr mit, wenn es Neuigkeiten gibt. Und guckt euch vielleicht die anderen Videos zu meinen Hebeles Blasters an. Wenn ihr dran denkt, verlinke ich es in der Videobeschreibung. Da seht ihr jetzt mein X-Shot Lock, so rum. Da habe ich ja das Ding modifiziert. Da habe ich jetzt ein bisschen Verkleidung hingemacht, dass man die Schraube nicht mehr so sieht. Seid jetzt vielleicht noch verwundert, die Schraube sieht man noch. Aber da haben wir auch was, das habe ich. Das Mal habe ich dran gedacht, die Toleranz so zu machen und trotzdem muss die rumfeilen. Das ist halt, ja, wenn man da ein bisschen, was weiß ich, der Offset vielleicht nicht richtig eingestellt hat oder so, oder ja, der Slicer dann halt entscheidet, da ein Millimeter mehr und da ein Millimeter mehr, dann muss man dann halt das Millimeter, also kein ganzer Millimeter, das muss man dann halt wegfeilen. Und das da es ist Gummierung, aber ich kann es euch sagen, ich habe es getestet, das ist, ich habe es jetzt vor ein paar Stunden getestet und das ist immer noch, das war mit dem Kampf mit dem 3D-Drucker, aber der rote Schatten da ist immer noch da. Weil das immer noch nicht ganz so angenehm ist, wie es sein kennt. Also die Gummierung bringt nicht ganz so viel, wie ich erhofft habe. Also, muss ich überlegen. Aber ich meine, am einfachsten ist, wenn man das einfach so greift und dann den Trigger mit dem Daumen auslöst. Und das kann ich dann auch euch demonstrieren. Zack. Das kann man natürlich auch nach unten, aber da ist jetzt der Tisch im Weg. Wenn man das jetzt so macht, dann ist zum einen die Gefahr, dass man der Finger da einquetscht. Das ist. Und zum anderen ist halt, wenn man das nach unten macht, ein bisschen unangenehmer für Finger. Ja, vielleicht muss der Hanne doch noch mehr Gummi noch oder das komplett ausgummieren. Ich weiß noch nicht, was ich da mache. Aber ja, fürs Erste jetzt sieht es wieder gut aus. Das hat mir ein bisschen gestört. Kennt ja das alte Video, verlinke ich euch. Das war da einfach so eine schwarze Fläche mit den 2 Schrauben drin oder die Gummierung. Seht ihr? Und das lag halt hier auf dem Druckbett auf. Also das war jetzt auch nicht die schönste Seite. Aber das ist halt besser wie ein Haufen Stützstruktur. Und deswegen habe ich da jetzt noch was oben drauf gemacht und ich denke, das passt farblich auch. Das seht ihr. Blasteringenieur, ganz wichtig, dass ihr weiß, dass es mein Blaster ist. Jetzt bin ich noch am Überlegen, was wir die Blaster noch machen. Also der Mechanismus da vorne, der bleibt, das gefällt mir. Habt ihr gesehen, dass das Leute einfach gekürzt haben und da hört das da auf. Die haben dann 3D-druckte Zylinder rausgelassen. Aber ich mag das transparente Orange, auch wenn das wahrscheinlich geschickter wäre, wenn der länger wäre, weil der hat man ein bisschen längere Lauf und was weiß ich. Aber das könnte man das für kurze Pfeile modifizieren, das müsst ihr mal gucken. Das wäre die müsste man dann wahrscheinlich gescheit reinträgen. Wobei, kann ich denn mal. Gott, das kriege ich den nachher auch raus. Das interessiert. Aber wahrscheinlich nicht. Oh, das war jetzt der falsche. Und noch weiter. Doch, schießt. Gott auf und Gott auch mit kurze Pfeil. So, haben wir auch rausgefunden. Weil das ist halt. Ja, bei transparente Teile ist immer auch geschickt, wenn man da irgendwas. Das sieht immer gleich nicht ganz so schön aus. Ja, vielleicht, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, dann meiner Prophecy gesehen habt. Aber der Mechanismus, da fühlt man sich dann schon wie so Safe-Knacker. Das ist eigentlich ganz einfach zu knacken. Da geht man so lang, fängt man bei dem Rad an. So lang, bis es irgendwann mal sich komisch anfühlt. Da seht ihr, jetzt hat es klackt. Das heißt, die Zahl passt. Und auch noch ein bisschen Druck ausüben. Es geht schneller, wie die App zu öffnen. Und? Ja, jetzt wo ich es demonstrieren will. Da.
Ja, jetzt alle. Das ist recht einfach. Das ist ja aber, ich meine, es sieht optisch cool aus. Solange wir sie die Aufkleber lösen. Aber das bleibt so. Weil ich immer überlegt habe, dass man da vielleicht was noch macht. Einfach, um das irgendwie cooler wirken zu lassen. Ich weiß nicht, was ich da noch machen könnte. Aber das ist jetzt. Ja, so der jetzt auch gegangen. Das ist halt schon. Oh, der nächste etwas so. Geschickt gefangen. So geht's. Ja, das ist halt. Da habe ich mir ein paar Mal den Finger eingequetscht, das ist nicht so geschickt. Das ist bei der Slingshot. Oder Slingfire? Sling. Ah, ich habe den Namen vergessen. Die Nerf, die Sling da, die. Aber da modifizieren wir auch noch was. Da machen wir noch. Irgendwann mal, wenn ich Zeit dafür habe. Aber ich habe ein bisschen viele Projekte. Ein eigener Blaster ist jetzt auch temporär mal fertig. Aber da habe ich ja auch schon die nächsten Pläne und bin mir sicher, wenn wir die Pläne erledigt haben, kommen die nächsten Pläne. Das ist ja die eine Inspiration führt zur nächsten Inspiration. Das ist ganz normal. Das ist auch gut so. Aber das war jetzt mal kurz Video. Endlich mal Video, das ich 110 Minuten hingebracht habe. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Anforderung ist. Aber das ist eine Anforderung von mir an mich selber. Aber das Zabole da kommt mehr. Und da waren wir sicherlich auch, wenn ich irgendwann wieder Zeit finde für das. Weil das war ist jetzt auch lang rumgelegen. Das war jetzt nicht das Wichtigste. Aber da habe ich jetzt mal kurz Zeit gefunden und 3D-Drucker war mal kurz nicht beschäftigt und da habe ich das geschwind gemacht. Lasst ein Abo da von mir, so Zeugs. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.